Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch da draussen geht's gut. Es ist für mich immer noch so ungewohnt, in einer neuen Wohnung einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, vor allem, weil es so halt. Hört ihr das überhaupt? Ich weiß nicht. Also es ist so richtig, es ist richtig mühsam. Weil wir haben zwar schon alle Möbel, wir haben jetzt da eine Couch aufgestellt und wir haben jetzt vorgestern einen Esstisch gekauft, aber es ist wie, es hängen noch keine Bilder und ich glaube, ja, die Räume sind glaube auch höher, vielleicht ist es auch ein bisschen das. Aber es ist irgendwie so mega ungewohnt, so reden und es halt so halb zurück. Aber ja, es ist auch allgemein ein bisschen was anderes. Oh nein, ich merke meinen Husten, also ich bin ein bisschen verkältet, I'm so sorry. Und mein Husten kommt langsam wieder back, lieben wir. Und meine Nase ist auch schön manchmal zu, also freut euch auf die geile Podcast-Folge. Nein, aber ich habe jetzt allgemein gedacht, wir machen es uns ein bisschen cozy. Seht ihr den Hintergrund? Seht ihr, wie Mühe ich mir gegeben habe da? Also links haben wir einen schönen Weihnachtsbaum. Ich wollte eigentlich schon lange aufstellen, aber es hat halt absolut keinen Sinn gemacht, das in der alten Wohnung zu machen, weil wir zügeln. Und jetzt habe ich ihn endlich aufstellen und das ist so toll. Ja, ich weiss, es ist ein künstlicher Baum. Wir haben das irgendwie vor 3 Jahren mal gedacht, es wäre eine gute Idee. Jetzt steht er da und jetzt haben wir ihn nicht mehr an. It is what it is. Aber ja, dann habe ich mir einen Tee gemacht. Zum einen, weil ich ein bisschen sick bin und zum anderen einfach, weil gemütlich. Hallo, für die sich jetzt ist der Zeitpunkt, zum schnell auch noch einen Tee machen oder einen Punsch. So, hallo. Und Kerzen anzünden. Kennt man die da rein? Ich weiß nicht, ich habe da hinten eine Kerze angestellt. Ich habe probiert, den Vibe ein bisschen cozy zu machen. Ich hoffe, es ist gut gekommen. Weil das wird so ein bisschen eine Special-Weihnachtsfolge. Ich habe mir gedacht, ja gut, wenn wir jetzt noch eine Woche vor Weihnachten, Alter, nächste Woche ist fucking Weihnachten schon. Scheiße, es geht so schnell! Ja, muss man doch wenigstens ein bisschen einmal eine Weihnachtsfolge machen. Und ich habe letzte Woche keine gemacht, es tut mir so leid. Ich habe es nicht mal irgendwo angekündigt, dass keine kommt, aber ich weiß gar nicht, wieso keine gekommen ist. Es ist wieder so viel los, ich hatte keine Zeit gehabt und ich hatte gar keine Energy gehabt, zumindest vor der Kamera hocken und labern. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber dafür kommt eben die Woche Special-Folge. Also, ich hoffe, ihr habt unterdessen euren Tee ready. Ich muss mir schon einen Sip nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gottlos heiß. Oh, er ist verdammt geil. Ich habe einen Kamillentee gemacht. Und ich tue den jetzt einfach mal auf die Seite stellen und hoffe, ich vergesse ihn nicht. Und dann ist noch Ende dieser Podcast-Folge kalt. Aber wir haben heute viel zu besprechen. Also eben, gerade wenn ich eine Folge auslade, dann ist es ja meistens 2 Wochen. Und dann habe ich noch mehr zu erzählen. Aber ja, also erstmal, wir haben unsere Wohnung, unsere alte Wohnung haben wir jetzt komplett abgegeben. Und es ist so sad. Es ist sad, aber ich bin mir jetzt gerade überlegt, habe ich das vorletzte Woche jetzt schon erzählt? Ich kann es mittlerweile, ich kann es nicht mehr. Es ist wie, kennt ihr das, wenn ihr so, keine Ahnung, eine Kollegin habt und dann wisst ihr nicht mehr, ob es ihr erzählt hat oder ob es einer anderen Kollegin erzählt hat. Ich weiss es gerade auch nicht, ich kann es nicht mehr unter Kontrolle. Aber ja, wir haben unsere Wohnung auf jeden Fall abgegeben. Das war schon ultra sad gewesen. Also ja, eben, wir sind ja schon jetzt ein bisschen vorher da hingezogen und wir sind ja wieder jetzt auch nicht mehr dorthin gegangen. Aber ich weiß auch nicht, es ist trotzdem jetzt irgendwie, jetzt ist es so offiziell. Wir können nicht mehr dort reingehen, wir haben wirklich keine Connection mehr dorthin. Ach, ich weiß auch nicht, es ist schon traurig. Und Outfits-Update, oh mein Gott, das habe ich nicht mal aufgeschrieben. Wir haben jetzt ein Auto. What the fuck? Wir haben einfach ein Auto jetzt. Ich weiss gerade nicht mehr, welche Seite, wie, was, wo. Aber irgendjemand von Can in der Familie weiter entfernt, irgendein Onkel von einem Onkel, von, keine Ahnung, also Can kennt ihn glaube ich auch nicht wirklich, der hat Demenz und er kann nicht mehr Auto fahren und er hat sich gewünscht, dass das Auto so ein bisschen der Familie bleibt und ich weiß gar nicht, wie das genau nachher dazugekommen ist. Aber ja, wir dürfen jetzt sein Auto noch fahren und er hat es einfach gratis gegeben, das ist ultra cute. Ja, darum haben wir jetzt einfach das Auto. Das Einzige, was scheiße ist, sorry, Meckern auf Hochniveau, es ist geschaltet und ich muss es jetzt noch lernen. Alter, ich bin mir jetzt wirklich am selber hinterfragen, habe ich das schon erzählt? Es tut mir leid, wenn ihr es doppelt gehört. Vielleicht haben die anderen alte Podcast-Folge gar noch nicht gehört. Dann ist ja okay. Aber ja, das war ein bisschen sad gewesen. Und, Alter, wir haben noch 2 Sachen haben wir in unserer alten Wohnung gehabt, die wir noch überbringen müssen. Das eine ist der Staubsauger, weil wir haben sie nicht putzen, das war geil, wir haben sie nur besser abgeben, das heisst, wir haben ihn schon gesogen. Und, was wir auch nicht in der Wohnung hatten, nein, ich komme jetzt wieder Krämpfe über. Wir haben unseren Esstisch noch dort gehabt, weil eigentlich war abgemacht mit einer Kollegin, dass sie den will und dass sie den abholt.
Und sie haben sich aber nachher spontan doch für einen anderen Tisch entschieden. Und sonst hätten wir den halt wie auch zu uns über transportiert. Und jetzt ist er einfach in der alten Wohnung gestanden. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht das Auto gehabt. Das heisst, wir haben wirklich am Abgabetag vom Schlüssel haben wir den huren Tisch noch dort rein gehabt, haben den Sponti noch abbauen und dann haben wir einfach unten im Gang haben wir den gelagert, sodass wir die Wohnung abgeben können und das nachher einfach ein Problem von nachher ist. Und ich habe wirklich alles gegeben. Das muss ich wirklich sagen, das ist crazy, wie schwer das ist, Möbel zu verkaufen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, keine Ahnung, jetzt gerade Ricardo ist übel das Ding. So der Can und ich, wir sind mega oft, also gerade der Can ist mega oft auf Ricardo und schaut Sachen an, Secondhand-Möbel und so. Aber ein Esstisch möchte niemand. Vor allem, wir haben irgendwie so, keine Ahnung, 100 Stutz, das ist easy. So. Also falls ihr einen weißen Familien-Esstisch wollt, der sogar ausziehbar ist, dann schreibt mir gerne. Jetzt kommt eben der Plot, das ist eigentlich das Lustigste von der Woche. Nein, wir sind also wirklich, das war ein fetter Stress gewesen. Dann sind wir am Überlegen gewesen. Also wir haben ja gerade am letzten Grund gewohnt, für die es nicht gewusst haben. Und da gibt es alle Monate, immer am Dienstag oder so, gibt es so eine Abfuhr. Das ist verdammt geil. Du hast wirklich gerade vor der Haustür haben wir so eine Entsorgung gehabt. Und ich bin jetzt so zum John, wir können den Tisch sicher jetzt nicht entsorgen. Aber wir sind dann wie zum Fick, was machen wir jetzt? Weil das ist so ein riesiger Tisch. Also wirklich so eine schwere Platte. Ach, und ich bin wirklich, wir sind auch beide so gewesen, das ist irgendwie schade. Und also er ist dann gefragt, weil sie haben so wie Hol- und Bringsachen, dass man es nicht fortrührt, sondern es wird dann wie weitergeben. Aber ich weiss halt, also wie er hat dann gefragt, ob sie den Tisch nehmen würde. Und sie war so gewesen, so, ja, kann man schon machen, wir können es probieren. Ich weiss auch nicht, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl gehabt. Ich habe mir gedacht, Alter, das ist echt so ein schöner Tisch und ich will, also keine Ahnung. Ich habe es irgendwie sad gefunden. Und ja, dann haben wir uns dafür entschieden, dass der hure Tisch, dass wir den einfach mitnehmen mit der ÖV. Ich sage euch, wir sind bei den Stosszeiten sind wir den hure Tisch in der ÖV von unserem alten Zuhause in unser neues Zuhause haben wir transportiert. Ja, ich weiß auch nicht, das war eine wilde Fahrt. Ich sage, nein, ich mache das nie mehr. Ich mache das nie mehr, Alter. Nein, wirklich, also, es ist lustig gewesen, aber weißt du, dann macht der hure Bus eine Vollbremse und alle sind hässig, weißt du, dass der Bus schon voll ist und wir mit dem riesigen Tisch kommst so richtige Side-Eyes über. Naja, es war lustig und jetzt ist der Tisch im Keller. Wir können leider nicht brauchen, weil er ist halt viel zu gross für unsere jetzige Wohnung, weil wir haben vorher halt bei der alten Wohnung haben wir wie extra so einen Space gehabt, wo der Esstisch Platz hat. Aber eben, er ist so allgemein zu gross, es ist halt eigentlich mehr so ein Familien-Esstisch und wir haben halt irgendwie so gedacht, ja, wenn wir dann Besuch haben, ist halt voll cool und dann kann man dann ausziehen. Und das war ja cool gewesen, wenn wir Besuch haben, aber das war vielleicht so 2-mal im Jahr gewesen. Und ich weiss auch nicht, wenn jetzt neu ist, das ist so ein runder, kleinerer, wo so 4 Stühle anpassen, das ist perfekt. Es ist wirklich, es ist so cute, das ist unser Vibe. Ja, voll. Darum, wir sind happy. Aber eben, falls jemand einen Esstisch braucht, dann hört mich ab. Genau. Und was ich auch noch erzählen wollte, ich habe ja letzte Woche in der Podcast-Folge, habe ich das jetzt erzählt? Scheiße. Ich sage es jetzt einfach, habe ja gesagt, so, dass eben einfach so die neuen Nachbarn so viel herziger sind und so. Und das ist einfach, es ist einfach cute, ich fühle mich so wohl da. Jetzt haben wir von unseren direkten Nachbarn, die gerade gegenüber von uns wohnen, sehen wir einfach so, also haben wir so einen Zettel gesehen bei uns. Und wir sind so fucking, sind wir zu laut gewesen oder so, weißt du. Jetzt steht irgendwie so etwas, oder irgendwie so, bitte nicht eure Schuhe rein, oder keine Ahnung, was hier drauf steht, man wirklich so etwas erwartet. Kommt einfach so eine Einladung von, hey, ja, ihr seid die neuen Nachbarn, wir würden euch mega gerne kennenlernen. Habt ihr dann und dann Zeit, wir würden euch auf einen Drink einladen. Und ich so, oh mein Gott, Alter, das ist so herzig. Das ist so herzig. Also, nein, ich weiß auch nicht. Das macht so viel, um sich welcome fühlen. Und ich weiß auch nicht, also, ja, jetzt treffen wir sie heute Abend. Heute Abend gehen wir zu ihnen. Ich glaube, sie sind auch eher jung. Also, sie hat ihre Nummer angeschrieben von ihrem WhatsApp und ich habe jetzt wie so ihr Profilbild gesehen. Sie sehen auch eher jünger aus und sie hat geschrieben, so ihre Mitbewohner. Sprich, es könnte ja so ein bisschen WG-mässig sein. Von dem her, ich bin gespannt, ich kann euch dann nächste Woche erzählen, aber Alter, weißt du, wie geiler Vibe? Vor allem, ich bin jetzt gerade Desperate Housewives am Durchsuchten gewesen, für die es kennen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Vibe von mit Nachbarn und mit Nachbarn sind Besties und so. Und ja, okay, es wird jetzt nicht komplett der Vibe sein, aber checkt ihr, einfach so, wie cool ist das, wenn man einfach so
Homies mit seinen Nachbarn ist, ja, ich weiß auch nicht. Also weißt du, wir wollen ja nicht mal Homies sein, aber einfach so, dass man so easy fragen kann, hey, hat er gerade mal? Keine Ahnung, einfach irgendwie so Shit. So, ich muss wieder trinken. Sonst wird halt hey hier gehalten, das habe ich gerade ein bisschen ausgelernt. Hoppala. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall mega, habe ich mega cute gefunden, ich weiß auch nicht. Ja, dann, ach, ich will gar nicht drüber reden, Alter, schießt mich schon wieder an. Bachelorarbeit, also, nein, es war eigentlich ein positiver Wandel gewesen. Ich habe ja jetzt die letzten Wochen hure erzählt, dass es der grösste Anschiss von meinem Leben gerade ist und dass ich auf nichts mehr Bock habe und dass ich an meiner Arbeit gerade am Zweifeln bin. Ich bin gerade so im Down gewesen, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie fest ich das euch erzählt habe, aber es ist wirklich, ich bin so hart im Down, ich habe so keinen Bock mehr gehabt. Ich habe mir überlegt, einfach, weiß auch nicht, das verschieben auf nächstes Jahr, also es wird dann halt nicht besser, aber es ist mir wirklich, ich weiß auch nicht, also ihr müsst euch vorstellen, bei meinem Studium ist es halt so, eben, wir machen ja ein Projekt und es ist meistens so, dass du halt mehrere Feedbacks laufen hast. Also entweder von der Lehrperson selber oder du stellst dieses Projekt halt vor der Klasse vor und die geben dir dann Feedback. Und ich habe... Oh, Digga, was ist gerade los? Jetzt habe ich meine fucking 10 Mikrofon angeschlagen. Au. Sorry für eure Ohren. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass es, weißt du, so das typische Feedback ist so positiv, negativ, positiv. So das typische Sandwich. Die ganze einfache Psychologie, dass man konstruktives Feedback kann geben kann. Und ich habe das Gefühl, das haben wir irgendwie alle ein bisschen vergessen. Oder ich weiß auch nicht, es ist einfach wie... Es ist einfach irgendwann frustrierend. Vielleicht kann ich mittlerweile einfach nicht mehr gut mit dem Feedback umgehen, wenn es so viel ist. Und ich schon unsicher bin im Projekt. Ich habe das Gefühl, dann ist schon gegangen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich mache so einen Vortrag, ich erzähle von meinem Projekt, so das Feuer ist so ein bisschen da und es kommt Feedback. Das finde ich nicht so gut und das versteht man auch nicht und das macht keinen Sinn und das ist blablabla. So, mein Feuer ist nach meinem Vortrag ist mein Feuer gelöscht. Ich habe keinen Bock mehr. Mein Selbstbewusstsein ist am Boden. Und keine Ahnung, es ist wie... Ich merke, ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Feedback-Schlaufen. Und ich glaube vielleicht auch gerade, dass ich so halt mehr von einer Social-Media-Bubble komme, im Sinne von, dass ich mein eigener Chef bin und in dem Sinne niemand habe, der mir reinredet. Also wie, klar, es gibt Kommentare und es gibt viel Feedback oder vielleicht Hate oder keine Ahnung was, aber es ist wie, ich habe das Gefühl, ich kann dann auch selber damit machen, was ich will. Und in dem Sinne ist es auch ein Maß an Feedback, Alter, ich kann nicht mal das Wort sagen, wo wie, eben, wenn es von Leuten von euch kommt, so, dann kann ich irgendwie besser darauf eingehen oder dann, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es was anderes für mich dann. Und irgendwie bei der Schule ist es dann, wenn es so viel ist, irgendwann merke ich einfach so, dass das wie so die Freude so ein bisschen nimmt. Das ist mega traurig. Aber ich habe das Gefühl, also für mich selber hat sich das ein bisschen so entwickelt und das finde ich mega schade. Und ich hatte wie auch so bei der Bachelorarbeit so das Gefühl gehabt, ich komme die ganze Zeit immer, werden alle Sachen kritisiert und eben, ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Art, wie man es sagt. Eben wenn so ist, so, hey, vielleicht, ich finde es grundsätzlich eine mega geile Idee, vielleicht kannst du dort noch ein bisschen überlegen und ich glaube, wenn es so wäre, dann wäre es noch ein bisschen geiler. I don't know! Einfach so ein bisschen anders verpacken, als wenn es so, ich weiß auch nicht, einem so das Gefühl geben von, die ganze Arbeit ist scheiße. Und ich glaube, das hat mich halt allgemein so mega abgezogen. Und jetzt habe ich letzte Woche haben wir einen Pitch wieder gehabt, also eben Pitch heisst ein Vortrag. Und zwar ist es darum gegangen, dass wir Hilfe bekommen von anderen Studenten. Sprich, wir könnten zum Beispiel jetzt jemand, der Filmkomposition studiert, also wir könnten wie von dieser Klasse dann einen Vortrag machen und wenn sie dieses Projekt cool finden, könnten sie dir helfen. Also quasi die Filmkomposition für dich machen. Also sprich die Musik. Und sie würden das auch gratis machen, weil sie würden Credits bekommen von ihrem Studium, was übel geil ist. Aber ich bin schon dort hergegangen mit dem Gedanken, hey, scheißegal, ich mache das jetzt einfach, damit ich es nachher nicht bereue, wenn ich es nicht gemacht habe. Aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn niemand nachher wird zu mir kommen. Also es läuft halt wie eigentlich meistens davon ab, du hast im Vortrag, Leute hocken eben von Filmkomposition, hocken im Publikum und nachher, wenn alle Pitches durch sind, können sie zu dir kommen und sagen, sie haben Interesse oder so. Ja. Eben, ich bin schon mit der Einstellung dorthin reingegangen, von Scheiß drauf, ich kann die Musik selber irgendwie machen, mit irgendwie zusammenkratzen oder weiss ich auch nicht, worst case der Can. Ich weiss doch auch nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich schon mit dieser Energy so ein bisschen rein. Und ich weiss auch nicht, ich habe allgemein so ein bisschen die Fuck-off-Energy gehabt, habe ich jetzt die ganze Zeit erzählt. Und währenddessen die anderen dann den Vortrag hatten, ich bin nicht gerade die Erste, die dran kam, sondern irgendwie so die 5.
hat wie meine Kollegin nebendran hat schon so ein bisschen Notizen gemacht, was sie in ihrem Vortrag wird sagen. Und ich bin zuerst so, ja, scheiße drauf, ich will einfach jeppen und einfach so spontan labern. Und dann bin ich so, okay, vielleicht kann ich mir so einen guten Anfang überlegen oder vielleicht kann ich gleich so ein bisschen, weiss ich nicht. Dann habe ich mein Notizbuch für geholt und dann einfach meinen Shit abgeschrieben, den ich sagen würde. Und das war so eine gute Entscheidung gewesen. Ich bin nachher dort vorne gestanden und ich habe gewusst, was ich sage und ich habe irgendwie auch so kurz mein Feuer wiedergefunden von meiner Arbeit. Ich glaube vor allem einfach, weil es auch ein neues Publikum ist. Also jetzt blöd, wenn es immer vor der Klasse ist, immer von diesen Leuten ist, wo man es eh schon 100-mal vorgetragen hat, dann hast du irgendwann so das Feuer auch nicht mehr, dann laberst du irgendwann auch immer das Gleiche. Und es war ein neues Publikum gewesen, Leute, die deine Ideen noch nie gehört haben und das hat es irgendwie einmal so ein bisschen aufgefresht. Ja, auf jeden Fall habe ich meinen Pitch gehabt, er ist eigentlich gut gelaufen. Und ich bin angeguckt und ich bin wie, keine Ahnung, es sind dann alle Pitches durch gewesen, und ich habe eigentlich schon meine Jacke angelegt und mir so, okay, ja, scheiß drauf, kommt halt niemand, ist okay. Und dann kommen einfach 4 Menschen aufs Mal und sind so, Nati, so eine coole Idee, ich finde mega geil, super, dass du das Thema machst und so. Und wirklich einer, der hat sich umgedreht, wo alle fertig sind zu mir, hat mit mir anfangen zu labern. Und der ist, nein, sorry, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich sage auch, es ist, Leute, es ist Liebe auf den ersten Blick gewesen. Natürlich nicht in dem Sinn. Der hat komplett meine Idee gecheckt, die ich mache. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, niemand checkt wirklich, was ich genau will. Und der hat sie 100% gecheckt. Also, ich mache ja, für die, die es nicht wissen, ich mache ja ein Projekt, wo ich um das Thema Tierausbeutung mache, also das Thema so ein bisschen veganer richtig. Und ich will ein Nutztier retten und also vor dem Schlachten und auf den Lebenshof bringen. Das ist meine Grundidee. So, auf jeden Fall, der hat sich umgedreht und er findet super, was ich mache. Er ist auch seit 5 Jahren vegan und er könnte sich jetzt schon vorstellen, bei dieser Szene, wo ich gesagt habe, dort können wir so ein bisschen die Musik machen, so ein bisschen leisiger und bla bla bla. Und dann können wir übrigens im April noch ein Orchester organisieren. Und ich so, wow! Ja, darum, das war ein absoluter Match gewesen. Und es klingt so dumm, aber der Sieg hat so hart wieder mein Feuer zu meiner Arbeit zurückgeholt. Also der hat wirklich, ich weiß auch nicht, der hat so die Euphorie von diesem Projekt gehabt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe sich so ein bisschen verloren und er hat sie wieder so ein bisschen auf mich übertragen. Und wirklich seit letzter Woche habe ich wieder ein ganz anderes Mindset zu meinem Podcast, zu meiner Bachelorarbeit. Und habe wieder Bock und sehe es wieder und ja, es ist einfach toll. Also wirklich, ich habe vorher im Fall nur schon, wenn irgendjemand mich gefragt hat, was ich für eine Bachelorarbeit mache, ich bin so gewesen, sorry, ich kann nicht drüber reden. Es ist so, ich weiß auch nicht, ich hatte so eine Blockade gehabt, weil ich das so negativ verknüpft hatte, dass ich kann nicht mal jemandem erzählen, was ich für eine Arbeit mache. Ich kann nur schon, wenn das Thema Veganing aufgekommen ist, bin ich schon so gewesen, oh, gleich Bachelorarbeit, gleich schlimm, ich will gar nicht daran denken, gleich Stress und Druck und ja, eine riesige Aufgabe. Ja, also es war wie mit so viel Negativität verbunden gewesen. Und der Sieg hat mein Feuer wieder ein bisschen zurückgeholt. Und ich finde das so krass, ich glaube, manchmal vergisst man so, oder wir alle vergessen so ein bisschen im Alltag, was so etwas so ausmacht. Nur schon ein kleines Kompliment, es kann sein, dass jemand sich komplett, keine Ahnung, gerade schlecht fühlt, gerade scheiße, keine Ahnung, dass er sich gerade hässlich fühlt. Und wenn ich dieser Person nur kurz sage, Bro, du hast heute so ein geiles Outfit an, das kann so den Tag machen für die Person. Das kann so eben ein Feuer wieder zurückholen. Und irgendwie, wenn wir das alles ein bisschen in unserem Mindset haben, dass so kleine Kommentare, so kleine positive Sachen, das kann so viel bewirken. Vielleicht nicht für einen selber, aber für die andere Person. Und ich weiss auch nicht, gerade so etwas hat es mir jetzt wieder mega, mega gezeigt, dass wir einfach irgendwie mehr so positive Sachen haben sagen. Gerade wenn man es denkt, ich habe so oft Momente, gerade wenn ich irgendwie durch eine Story oder so swipe von jemandem, dann bin ich so, wow, voll geiles Outfit oder voll, wow, mega hübsch geht. Und ich bin dann aber nicht die dann so das schreibt, außer natürlich so bei Closer Friends. Aber ich finde, man sollte es einfach machen. Wir denken, oder ich denke mir mega schnell so, ja, vielleicht auch weird. Aber das ist doch einfach nur cute. Das ist einfach nur schön. Ja, von dem her, das war das, was ich diese Woche so ein bisschen mitgenommen habe. Und ich bin wieder back, hoffentlich. Ja, bei meiner Bachelorarbeit. Ja, ich habe jetzt irgendwie auch gerade, weil jetzt, also diese Woche ist schon so ein bisschen Richtung Weihnachtsferien. Also wir haben jetzt diese Woche wirklich keine Schule mehr gehabt, sondern wir haben so ein bisschen selbstständig gearbeitet. Und ich habe mir jetzt irgendwie gerade selber nicht mehr so eben den Druck gemacht mit Bachelorarbeit und so. Und darum, ich glaube, ich habe wirklich alle letzten Podcast-Folgen habe ich davon geredet. Von Stress, von viel zu tun, von einfach keine Kapazität mehr. Ich bin echt ein bisschen
an meiner Grenze gewesen, die letzten Wochen. Und das ist so die erste Woche, wo ich einfach so ein bisschen wieder, ja, zu blöd gesagt, mein Leben wieder ein bisschen in den Griff bekommen. Das ist so krass. Ich merke so, was das mit mir so macht. Dass ich wie, auf einmal kommt wieder so eine Motivation in mir raus, von ich will mein Leben wieder in den Griff haben, weil ich wieder Kapazität für das habe. Also ich bin jetzt so mega banal. Ich hatte jetzt diese Woche Bock gehabt, um so ein bisschen gesünder essen, weil ich habe halt so viel Scheiße gefressen in letzter Zeit, weil einfach so schnell etwas essen, halt außer wenn der Can kochen konnte, aber sonst einfach schnell irgendwie, keine Ahnung, Dosen Ravioli gefressen oder halt in der Nacht noch mega viel gefressen. Keine Ahnung, also wie, ich habe so absolut nicht cared für meinen Lifestyle, für meinen Körper. Das ist auch so ein Teufelskreis. Ich habe auch viel zu wenig geschlafen und so und jetzt probiere ich, dass ich wieder genug früh ins Bett gehe, meine 8 Stunden Schlaf bekomme. Jetzt probiere ich auch am Morgen, also das ist ein crazy Step für mich gerade, ich habe ja jetzt gar keinen Sport mehr gemacht, seit dieser ganzen stressigen Phase, sonst habe ich eigentlich immer wieder ein bisschen Sport gemacht. Und jetzt diese Woche habe ich probiert, wieder so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, dass ich am Morgen aufstehe, so kurz 5 Minuten ein paar Übungen mache und nachher duschen gehen. Also es ist mega banal und es geht mir jetzt gar nicht darum, zu mega Muskeln aufbauen oder keine Ahnung was, sondern einfach damit ich für mich einen Task am Morgen habe, wo ich mich nachher gut fühle. Also ich merke so, das ist so wie, das schüttet ja gerade Dopamin aus, wenn man so etwas geschafft hat. Und ich mache wirklich so 5 Minuten, mache so meine Übungen, so ein Timer einstellen, 1 Minute die Übung machen, also so Squats oder Planks oder so, dann 1 Minute die Übung machen und das mache ich so 5 Minuten, also so 5 verschiedene Übungen. Und nachher gehe ich kalt duschen. Und ich bin ja so kein Kaltduscher. Ist noch spannend, wir haben bei unserer Dusche, bei unserem Duschkopf, haben wir wie so, es zeigt so an, was die Temperatur sind. Also ich tue immer wirklich so bei 40 Grad duschen. Ich glaube, das ist verdammt warm. Aber ja, also ich bin wirklich so ein kompletter warm-heiß-Duscher. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, ich habe gelesen, aber ich habe schon gelesen, aber ich habe halt mit ChatGPT. Jetzt habe ich gerade selber verwünscht, wenn ich da intellektuell will wirken. Nein, mit ChatGPT habe ich so allgemein so ein bisschen gerade wieder einen schönen Austausch gehabt bezüglich halt Stress. Und er hat wie so gesagt, kalt duschen ist mega stressreduzierend. Weil es halt das ganze Immunsystem verbessert, das tut dein Nervensystem runterfahren, keine Ahnung. Also es ist einfach gut. Und also zum Beispiel auch das Gesicht am Morgen kalt waschen, so mit wirklich so ganz kaltem Wasser. Und jetzt habe ich mal wie diese Woche ich jeden Morgen eben nachher kalt duschen gehen. Also kalt, vielleicht so 23, 24 Grad. Das klingt jetzt gerade nicht so kalt, aber Bro, duschen mal mit 24 Grad, das ist arschkalt, gerade wenn ich vorher 40 Grad dusche habe. Oh mein Gott. Ja, also es ist auch nur so, weißt du, 5 Minuten schnell Körper waschen, aber es ist wie, du fühlst dich nachher so geil. Es ist einfach wie in dem Moment ist so, aber es ist geil, ich finde es geil. Und ich bin jetzt wie seit dieser Woche am Durchziehen. Oh, und es fühlt sich einfach toll an. Ich fühle mich gerade wieder, als hätte ich mein Leben wieder ein bisschen im Griff. Als würde ich einfach wieder so ein bisschen auf mich selber und auf meinen Körper schauen. Und das ist eigentlich so wichtig. Und ich merke gerade in so Stressphasen, da vergesse ich das amigs. Beziehungsweise ich halt einfach keine Zeit und keine Kapazität und keine Nerven dafür. Und da gehen halt gerade so Basic-Sachen, eben wie Schlaf, gehen halt so hart unter. Und darum ist es, wenn ihr gerade wieder mal ein bisschen Zeit habt, wie jetzt in der Weihnachtszeit, dann schaut ein bisschen wieder auf euch. Macht wieder ein paar Sachen. Nehmt euch Zeit und alles. Genau. Ja, ich habe noch einen Kommentar von der Woche. Ich habe das Gefühl, der passt jetzt gerade recht gut. Und zwar von der lieben Enya. Ganz liebe Grüße, danke für den Kommentar. Sie hat geschrieben: Hey Nati, ich bin so stolz auf dich und gönne dir alles von ganzem Herzen. Dankeschön. Ich bin mega glücklich, dass ich zu den 3400 Menschen gehören darf. Aha, wegen dem Podcast. Spotify rappt. Dieses Video ist unfassbar herzig und wenn es einen Live-Podcast gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe ja so ein Video gemacht, wenn wir Platz 1 sind, also wenn wir mit dem Podcast auf Platz 1 Charts hatten. Charts, Alter, ich kann wirklich gar nicht mehr. Beim Spotify-Rap, dann ist so ein Video von mir gekommen, wo ich so ein bisschen was gelabert habe. Und ich habe eben so ein bisschen angeteased, dass vielleicht nächstes Jahr ein Live-Podcast kommt. Ja, ich will jetzt gerade im Januar, weil ich viel Zeit investiere, um das zu planen, weil ich mache das während der Schule, wie mit meiner, und ich dann so ein bisschen planen. Ich will ja noch nicht zu viel verraten, aber ja, seid gespannt. Auf jeden Fall, Ihre Nachricht geht noch weiter. Danke vielmals, dass es dich gibt. Ich liebe deinen Podcast über alles. Dankeschön. Könntest du vielleicht mal über die Weihnachtstraditionen von dir und deiner Family reden? Also was ihr immer an Weihnachten macht, das würde mich mega interessieren. Und ich habe jetzt mal gedacht, das wäre jetzt langweilig, wenn ich jetzt einfach hier labern würde, Weihnachten machen wir das und das und das. Und ich habe gedacht, wir tun den Fokus
bisschen mehr auf einem anderen Thema behalten, aber ich werde die Frage in dem Ganzen dann irgendwann auch beantworten. Und zwar eben ist jetzt gerade das Thema im Moment leben, geniessen, aus dem Stress kommen, aus dem Alltag kommen. Gerade in der Weihnachtszeit ist so ein wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, gerade Weihnachten ist für so viel gleich einfach so ein Stress mit Geschenken, mit vielleicht so Familiensachen, also keine Ahnung, irgendwie so, dass man dann, ja einfach, keine Ahnung, dass man dann irgendwelche Diskussionen während der Familienfester hat. Oder dass man vielleicht einfach auch mit sich selber einen Stress hat. Vielleicht verbinden wir Weihnachten mit etwas mega Negativem, weil wir vielleicht jemanden aus seiner Familie verloren haben, vielleicht weil sich die Eltern getrennt haben, vielleicht weil es allgemein einen mega Streit in der Familie gibt. Ja, ich weiß es nicht, oder vielleicht weil man das erste Mal wieder Single ist an Weihnachten. Es gibt ganz viele Sachen, wo man vielleicht Angst hat vor Weihnachten oder wo es einfach so ein bisschen einen Stress auslöst. Und ich habe jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, wie ihr die Weihnachten zu 100% könnt geniessen und könnt runterfahren und einfach, ja, dass ihr ein bisschen im Moment lebt und jetzt gerade die 2 Wochen, also ich nehme mal an, die meisten von euch haben dann vielleicht so ein bisschen eher Zeit oder vielleicht sogar Ferien, auch wenn es nur ein paar Tage sind, es müssen nicht 2 Wochen sein, aber ein paar Tage habt ihr auf jeden Fall. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die euch widmet. So, wir fangen gerade mal mit dem ersten Punkt an. Nein, was ich vorhin noch will sagen, ich habe irgendwie sogar das Gefühl, als Kind ist das so einfach gefallen. Also irgendwie als Kind habe ich Weihnachten so mega wahrgenommen als wow und alles ist toll und es ist so magisch irgendwie. Und irgendwie, je älter wir werden, eben desto mehr bekommen wir so ein bisschen die Verantwortung und es ist so mehr mit dem Stress verbunden und I don't know, es ist irgendwie, man lebt gar nicht mehr eben so in dem Moment. Und also zum Beispiel jetzt bei mir, ich hatte jedes Jahr einen Weihnachtskalender gehabt und dieses Jahr habe ich es nicht geschafft. Der Can und ich wollten zusammen einen Weihnachtskalender uns gegenseitig machen. Und wir haben eigentlich vor, um so zusammen in ein Shoppingcenter gehen, uns aufteilen und dann Sachen kaufen und dann die anschliessend einpacken. Wir haben nicht mal das geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Und ich finde das irgendwie so sad. Also es hat mich irgendwie so traurig gemacht, dass ich so gedacht habe, Mann, früher war Weihnachten irgendwie so magisch gewesen und jetzt ist plötzlich irgendwie so, keine Ahnung, jetzt ist für mich der 18. Dezember. Nächste Woche ist schon Weihnachten. What the fuck? Es geht so schnell und irgendwie, ja, man kommt irgendwie viel schwieriger in Weihnachtsstimmung, oder ich zumindest. Also ich bin jetzt noch nicht mal wirklich in Weihnachtsstimmung, auch wenn mein Hintergrund gerade ein bisschen anders aussieht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt gerade für die Weihnachtszeit, die jetzt auf mich zukommt, will ich mir die Punkte alle irgendwie mega vornehmen und genau. So, erster Punkt. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Also schreibt euch den hinter die Ohren. Tönt eure Erwartungen bewusst senken. Alter, eben, wir haben alle Erwartungen an die Weihnachten, dass die super werden, dass die magisch werden, dass die top werden und dass es ja nicht irgendwie einen Familienstreit gibt. Und zum Beispiel jetzt bei mir habe ich jetzt auch nur schon so, keine mega Angst, dass jetzt das Thema vegan könnte das Ding sein, weil ich bin ja seit Anfang Jahr vegan und ich mache jetzt das ganze Jahr durch, mache ich wie so alle Traditionen und alle jährlichen Sachen mache ich jetzt das erste Mal in vegan durch. Und Weihnachten steht halt noch vor mir und von dem habe ich wie eigentlich am meisten Angst gehabt. Weil eben so meine Family, die kennt mich langsam, die weiss, dass ich vegan bin, die hat sich wie so ein bisschen daran gewöhnt. Aber so der grosse Familienkreis, so, ich weiss auch nicht, das macht mir also ein bisschen Angst. Und gerade wenn man so auf die Nacht eingeladen wird, dann hat man halt dann so seine Extrawurst und dann können es Diskussionen geben und ich weiss auch nicht, das ist wie, ich habe keinen Bock auf das und es gibt ganz viele Sachen, wo ich wie eben so Angst davor habe und es ist ganz wichtig, tönt eure Erwartungen einfach abschrauben. Es müssen nicht die perfekten Weihnachten sein, sondern meine Mom sagt das hat ganz immer gern. Lass die Feste feiern, wie sie fallen. Und das ist eigentlich genau mein Punkt so. Ja, kann ich. Ich glaube, gute Erinnerungen entstehen ja meistens dann, wenn man es irgendwie gar nicht forced, also wenn man es einfach so nimmt, wie es kommt. Gut, da habe ich glaube jetzt verdammt umständlich erklärt, den Punkt. I'm sorry. Aber der zweite Punkt ist, alle positiven Verbindungen mit Weihnachten aktivieren und bewusst wahrnehmen. Ich finde, das ist so ein schöner Punkt. Weil ich glaube, das verbindet man doch als Kind mit dieser Magie. Also wir haben früher halt viel mehr in dem Moment gelebt und haben so alles halt viel mehr bewusster wahrgenommen. Also so Gerüche und also einfach so alle Sinn irgendwie. Also eben so vom Geruch. Und
und von der Musik und von was auch so weihnachtlich alles ist. Und jetzt laufen wir wie viel mehr durch die Straße durch und checken viele Sachen gar nicht. Ich habe jetzt gerade gestern bin ich durch Zürich gelaufen und hatte auch so einen Moment, wo ich einfach musste wie heisst's, Personenmeldeamt, um mich anzumelden, dass ich in Zürich wohne. Und dort bin ich vorbeigelaufen an so einem riesigen Weihnachtsbaum. Und ich bin einfach vorbeigelaufen und dann habe ich nachher kurz gesagt, Bro, krass, das ist ein Weihnachtsbaum. Dann habe ich mich bewusst umgedreht und einfach schnell angeschaut. Und das war wahrscheinlich irgendwie so mega weird gewesen für Leute, die mich gerade gesehen haben. So, what the fuck, die Leute einfach stehen und schauen den Weihnachtsbaum an. Aber das war so ein Moment für mich gewesen. Und das ist so, ich will das mehr machen. Ich will mehr so, eben gerade so Weihnachtssachen einfach wahrnehmen. Also eben so in der Straße, wenn wir rumlaufen. Wie viele Leute haben ihre Häuser dekoriert, haben die Weihnachtsbeleuchtung angemacht, wie viele Geschäfte haben sich Mühe gegeben, also einfach so Läden, um den schön dekorieren, zum Weihnachtsmusik laufen lassen, vielleicht sogar mit den Gerüchen spielen und so. Und ich finde, gerade so Sachen dürfen wir doch viel mehr wahrnehmen. Und wir können auch selber mit Gerüchen spielen. Macht euch selber einen Punsch, macht euch Glühwein, macht euch, keine Ahnung, irgendetwas mit Zimt und, ich weiß doch nicht, Lebkuchen, Gutzli, so Mandarinli. Das sind ganz viele so Sachen, die wir jetzt konsumieren oder auch eine Kerze anzünden oder so und ganz viele Weihnachtslieder hören. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe langsam ein bisschen Abfuck auf so die typischen Weihnachtslieder. Ich glaube, das kennen alle. Und ich habe jetzt herausgefunden, was ich voll geil finde. Gib mal ein, cozy Weihnachtslieder Jazz. Bro, hure geil. Das sind so Weihnachtslieder, die halt, die man kennt, aber so nicht in halt dem typischen, also so das typische Lied, sondern halt so wie Jazz-Vibe halt einfach, also wie von jemandem gespielt. Ich weiß auch nicht, ich finde das hure geil momentan. Also das höre ich wirklich jetzt gerade auf und ab, das finde ich richtig nice. Und ich finde, es gibt ein bisschen mehr den cozy Vibe, so vom Abend, als jetzt das, die typische «Ja, hier, da, da, da». Also checken Sie, was ich meine? Also kann auch geil sein, aber für den cozy Vibe finde ich das irgendwie ein bisschen nicer. Genau. Ja, ein weiterer Punkt, macht euch selber eine Freude. Ich finde, das ist ein mega schöner Punkt, weil eben gerade an Weihnachten, also ich finde es auch mega schön, dass man gerade dann auch andere denken und anderen eine Freude machen, mit Geschenken, mit Sachen, vielleicht armen Leuten helfen oder spenden oder so. Mega wichtig, aber eben, ich finde, man darf sich auch selber so ein bisschen eine Freude machen. Ja, macht euch selber irgendein Geschenkli. Ich finde es genau geil, ich habe auf TikTok gesehen, dass sich jemand wie Geschenkli gekauft hat und die unter den Weihnachtsbaum gelegt hat und erst aber an Weihnachten selber nicht sie aufmachen, weil das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, das gibt einem selber wieder so ein aufregendes Gefühl, ich finde das irgendwie noch nice. Und sonst finde ich einfach allgemein, eben, macht euch auch etwas Gutes, indem ihr euch selber Zeit nehmt in dieser Zeit. Also wie entspannen, mal eine Badwanne einlassen mit so Kerzen und vielleicht eben gerade so ein bisschen, wie sagt man, Knisterpulver oder irgendwie, ich weiß doch nicht, eine Badekugel, weihnachtliche. Also oder macht irgendetwas, was nicht typisch euer Alltag ist. Also vielleicht irgendwie mal wieder etwas malen, mal etwas basteln, mal einfach Zeit für euch nehmen, die ihr wie sonst vielleicht im Alltag nicht habt. Genau, und das finde ich auch ein mega schöner Punkt, neue Rituale schaffen. Ich glaube, das ist wie etwas, warum wir am meisten enttäuscht werden und Erwartungen haben, ist, weil man so, ja, vielleicht so mega an diesen Traditionen hängt, die wir vielleicht bis jetzt in unserem Leben hatten. Ich finde, man darf auch einfach mal neue Rituale machen, mal mit Freunden Weihnachten feiern, mal mit seinem Partner Weihnachten feiern. Zum Beispiel wir in der Familie, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben es eigentlich immer so gehabt, also ich bin damit aufgewachsen, dass also die ganz grosse Familie immer Weihnachten feiert. Also meine Mama hat 3 Geschwister und die haben halt alle ein Kind und dann haben wir bei meinen Grosseltern haben wir so im oberen Stock haben wir alle zusammen Weihnachten gefeiert und irgendwann hat sich das wie so ein bisschen etabliert, dass dann vielleicht eine Familie nicht mehr mit uns feiert und weiss ich auch nicht, und es hat sich einfach so ein bisschen entwickelt, dass wir nicht mehr alle zusammen feiern und ich habe das irgendwie mega sad gefunden und jetzt gerade auch, weil meine Grosseltern gestorben sind, ja, ich weiß auch nicht, habe ich so mega die Angst gehabt, oh mein Gott, das wird jetzt nie mehr so, das Weihnachten, wenn ich es gekannt habe, das hat mich wie so sad gemacht und ich habe dann aber mich irgendwie so ein bisschen umstimmen von, hey, wir können jetzt neue Traditionen schaffen und vielleicht sind die Traditionen nachher auch Traditionen, die ich dann mit meinen Kindern machen kann, so, dass wir dann zu meinen Eltern gehen, also es ist jetzt wie halt so ein Wechsel, wo man sich jetzt wieder so ein bisschen daran gewöhnen muss, aber wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, immer am 24., das machen wir seit 2019, machen wir das jetzt, dass wir immer am 24.
nur mit unserer Familie, also nur mit meinen Geschwistern und nur mit meinen Eltern feiern und dass wir dann uns alle Geschenke geben und dass wir dann auch immer über das ganze Jahr reden. Also ich habe wie im 19. Jahr mal so einen Blog angefangen, wo ich wie jedes Jahr, also weißt du, so mehrere Fragen habe und die wir dann jedes Jahr beantworten und dann können wir natürlich auch so drauf schauen, was wir letztes Jahr beantwortet haben und wie wir weitergekommen sind und was sich verändert hat und so. Und ich finde das irgendwie immer so schön und ich finde das so eine schöne Tradition und mittlerweile ist das fast, also ich freue mich fast am meisten auf das von der Weihnachten und darum, ich finde, man darf auch mal überlegen, was es für neue Traditionen gibt. Eben, vielleicht habe ich jetzt an den trockenen Hals und mein Tee ist jetzt leer. Vielleicht könnt ihr irgendwie mal mit Freunden eine Tradition starten oder eben mit eurem Partner oder vielleicht mal mit einem anderen Familienkreis, als ihr sonst immer gefeiert habt oder vielleicht mit der Familie vom Partner oder ich weiß auch nicht, aber wie ja, mal ein bisschen out of the box denken und nicht immer das Gefühl haben, oh mein Gott, jetzt sind die Sachen einfach vorbei, wo immer so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Vielleicht gibt es auch noch viel coolere Sachen, die man machen kann. Genau. Nächster Punkt. Nicht vergleichen. Ganz wichtig, aber das machen wir alle. Ich glaube, gerade weil wir so oft auf Social Media chillen, sieht man dann so Stories, wie die mit denen gefeiert haben und die haben das gehabt und so. Und ich weiß auch nicht, das ist wie gerade am 25. Da haben wir zum Beispiel immer mit meinen Großeltern gefeiert. Ist nicht so ein Punkt, dass ich so bin, so, dass man vielleicht dann eben am 24. feiert, aber nicht am 25. Und dann siehst du so alle Stories und eben bei mir ist auch so ein bisschen, ich sage nicht ein Triggerpunkt, aber so ein Punkt, wo ich wie merke, dass es mich ein bisschen emotional macht, wenn ich halt wie so sehe, dass andere mit ihren Großeltern feiern können und ich kann das halt wie nicht mehr, weil meine nicht mehr leben, also die eine Seite. Und ja, ich weiss auch nicht, das ist so dumm, das zu vergleichen. Es macht gar keinen Sinn und es zerstört ja wie so die ganze Präsenz und die ganze Freude, die man eigentlich selber haben sollte. Darum, vielleicht ist es auch gut, gerade in dieser Zeit ein bisschen weniger auf Social Media verbringen und allgemein sich weniger vergleichen. Genau. Wir haben noch 2 Punkte. Mögt ihr noch? Das eine, Gefühl zulassen, statt wegmachen. Also gerade wenn ihr euch traurig fühlt in dieser Zeit, das gibt es ganz, ganz, ganz viele Leute, die das haben. Das ist normal, das gehört dazu. Lasst die Gefühle zu, könnt die nicht unterdrücken, weil also zum einen ist es wichtig, dass ihr die verarbeiten könnt. Nur weil es ein schlechtes Gefühl ist, heisst es nicht, dass es schlecht ist, um das zu fühlen. Ich finde, man darf auch mal traurig sein und das ist auch wichtig. Und man darf mal nachdenklich sein oder vielleicht auch mal hässig sein. Lasst das Gefühl zu. Natürlich nicht, indem es in dem Sinne auf andere übertragen, aber im Sinne von, dass ihr das einfach mal für euch zulässt, dass ihr das verarbeiten könnt. Und ich merke auch selber, dass wenn ich die Gefühle nachher wirklich so aktiv mal zulasse, mal mir wie erlaube, traurig sein, auch wenn ich an einem Weihnachtsfest bin und eigentlich so alles fröhlich sein, dass ich mir mal selbst sage, hey, ich bin jetzt gerade traurig, das ist gerade okay. Und meistens, gerade wenn ich das eben mache, wenn ich das zulasse, dann geht es nachher auch umso schneller weg und sonst ist es wie, zieht sich so über die ganze Zeit und über den ganzen Abend und das ist eigentlich auch nicht geil. Genau. Und der letzte Punkt, ich habe eigentlich schon am Anfang 100-mal gesagt, aber lebt im Moment, Leute, irgendwann, ja, ich weiß auch nicht, ist es auch ganz anders, als es ist und vielleicht gerade die Weihnachten, wenn ihr sie jetzt habt, wird es nie mehr so geben. Irgendwann sind ihr auch erwachsen, vielleicht habt ihr irgendwann auch Kinder und ich merke zum Beispiel, mir fällt es immer am einfachsten im Moment leben, wenn ich mir vorstelle, dass ich aus der Zukunft komme und mich in diese Situation teleportiert habe. Macht das Sinn? Also ich habe jetzt gerade eine Zeitreise gemacht, zum Beispiel jetzt gerade, dass ich eigentlich gerade 50 bin, ich habe schon Kind und dann stelle ich mir vor, wow, damals habe ich einen Podcast gemacht. So, ich würde jetzt gerne in die Zeit zurückgehen. Und jetzt, boom, bin ich gerade da. In dem Moment, gerade jetzt. Und dann schaue ich jetzt gerade um mich herum und bin so, oh mein Gott, das ist meine zweite Wohnung mit dem Can und oh mein Gott, das ist ein Handy. Keine Ahnung, also wie man lebt irgendwie viel mehr so im Moment und nimmt irgendwie Sachen ganz anders wahr. Voll und einfach eben kurz genau den Realisationscheck machen. Macht, wenn ihr an Weihnachten sind, wenn ihr eben vielleicht gerade mit der Familie sind oder sonst einfach irgendwie, macht kurz einen Realisationscheck. Wer ist alles am Tisch? Was gibt es zu essen? Nach was schmeckt es? Einfach schnell irgendwie alles warnen. Ja, genau. Das wäre meine Abschlussfolge. Es tut mir leid, es ist gerade irgendwie so ein bisschen eine wilde Podcast-Folge. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade so ein bisschen wirr geredet. Ich hoffe, es ist irgendwie gleich nachgekommen. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gleich gefallen.
Ja, nächste Woche bin ich vielleicht auch wieder ein bisschen mit mehr Energy da und hoffentlich wieder ein bisschen gesünder. Weil eben nächste Woche, also jetzt habe ich mir ja mega vorgenommen, die nächsten 2 Wochen mir Zeit nehmen, mal meine Bachelorarbeit auf die Seite legen. Ich kann wirklich gar nicht mehr reden. Schule auf die Seite legen und einfach mal im Moment leben, die Weihnachtszeit geniessen. Einfach mir einen Moment geben, vielleicht ich kann nicht mehr reden. Lade ich mir eine Badwanne ein? Kann man das sagen? Lade ich mir eine Badwanne ein? Genau. Darum, ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Geniesst es auf eure Art, so wie ihr es könnt geniessen und so wie ihr es geniessen. Und ich würde sagen, wir hören euch. Mein Hirn ist Patsch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.